Work and Travel auf der Alp. Junge Leute aus der ganzen Welt mit an. Eine davon ist Michaela aus den USA. Für einen Monat lebt sie bei der Schweizer Gastfamilie. I think it's a great opportunity to get to know a place beyond the tourist attractions, and then you get to know a family. This is why I want to be here, is to be in the land and to see the mountains. Der Biohof Paradies in Triesta hat Michaela über die Plattform Woof gefunden. Sie arbeitet mit und kommt dafür Kost und Logis über. Genug zu tun gibt es da oben immer. Der Colin und seine Frau Claudia haben nämlich vor 3 Jahren das Brachland gekauft. Mit der Hilfe von diesen ausländischen Gästen bauen sie Ställe, einen Kräutergarten, eine Terrasse. Und die bauen sie an einem steilen Hang. Dafür braucht sie richtig Ausrüstung. Und dann besprechen wir, wie wir sagen. Das Wichtigste ist beim Sagen, sich Zeit nehmen und immer überlegen, was passieren kann. Das Ziel ist, dass sie möglichst mit Selbstsicherheit wieder heimgehen und alles können. Wir müssen immer wieder probieren. Weil das immer wieder probieren gibt einfach Übung. Oh. Yeah! Das ist der erste Baum, den Michaela gefällt hat. Um mehrere Wochen in den Bergen zu arbeiten, braucht es Mut, um einfach mal zu machen. Ich schaue natürlich, dass ich immer einen Schritt voraus bin und ein bisschen mehr mache, aber wir machen alles miteinander. Es ist so, wir arbeiten 3 Tage am Stück. Und einen Tag davon ist der Uwe in der Küche, also das heisst Haushalt, und kocht für den Rest von uns, damit wir nicht wirklich in der Pause und zum Mittag einfach nur sitzen und essen. Zusammenkommen am Esstisch ist wichtig, auch zu miteinander darüber reden, wo man an seine Grenzen kommt. I'm learning to just go, because if you slip and then you get back up. You just want to do it and you try it, and it's a perfect example of, yeah, just getting on with things. Something I've learned from you so far. Es lernen alle voneinander. Die Woofer werden zu einem Teil der Bauernfamilie. Eine starke Gemeinschaft braucht es auf allen Höfen der Schweiz, vor allem in diesen strengen Sommermonaten.